Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Walking Dead. Ja, schau es dir an. Das ist die Person, die Clementine entführt hat. Und ich will eigentlich gar nicht in diese Bowlingtasche reinschauen, weil ich weiß, was drin ist. Wir schauen trotzdem. Clem, schau mal weg, bitte. Jesus. Gott. Don't look in there. No, I know. Wie krank muss ein Mensch sein? Oh mein Gott. Er hat ja erzählt, dass wir ihm das Essen geklaut haben. Aber wie bist du rausgekommen, Clem? Ah. Eben, er hat uns erzählt, dass wir ihm das Essen geklaut haben und er aufgrund von dem dann quasi Which way out? Through there. aufgrund des Hungers seine Frau essen musste. Und er hat sie geliebt und die hat sich dann verwandelt. Das war die letzte Kugel. Wo hast du dein Beil? It didn't bite you. Yeah. I know it. Must have. You're covered in all that gross stuff. Had to get through a bunch of them to get here. Ah. That's how we'll get out of Savannah. Ich habe eine Idee. Beziehungsweise, da ich It smells quasi... horrible. Which means you have to too. Yuck. Okay. Okay. Ja, wenn wir so stinken wie sie, Oh, fallen wir no. nicht auf. Ich tue das ja echt nicht gern, Clementine. Ich weiß, es ist jetzt ekelhaft und so weiter. Ich will es eigentlich gar nicht tun, aber das ist... Mann, wie kann man das sowas... Wie kann ich sowas nur einem Mädchen antun? Ooh. We'll get you cleaned up as soon as we can. Not soon enough. Ja, ich auch nicht. Are you done? A little more. I want to be sure. Ja, du bist so ein Ekelpaket, Klee, Mann. There. That should do it. I hope so. And you're missing something. I thought it was gone. I thought you were gone. Thank you. Und schon lacht sie wieder. Stay right next to me. Walk very slowly. Don't look around. And don't panic. I'll keep you safe. Weiß sie, dass sie wirklich gebissen wurde? Nein, weiß sie nicht. Also gehen die Walkers im Prinzip auf den Geruch. Und nicht wirklich auf die Bewegung, also schon auch auf Bewegungen und Geräusche, aber hauptsächlich auch auf den Geruch.
Da wir gleich riechen oder ähnlich riechen wie sie, fallen wir auch in der Meute nicht so auf. Oh oh. Oh oh. Ich befürchte, das sind Clement. Clem, down. Nicht jetzt, Lee. Nicht jetzt. Das ist ja total unpassend. Lee, wake up. Please don't be dead. Please, no. Lee, I was so scared. I thought you left me. I saw my parents. Come here, sweet pea. They're dead. They really are. Clementine, we have to get out of here as fast as we can. Well, we can't. There's thousands of them We outside. have to. I'll protect you. We'll push through No, them. no, that's crazy. I saved you. We're safe here. I locked us in. Get that door open. I can't. Do it! Mann, Lee, was ist los mit dir? It was only a little open when I found it. I closed it to keep us safe. Pull on 3. 1, 2, 3. Warum willst du jetzt diese Tür aufmachen? Ich bin zu langsam, Mensch. See? Clementine, honey, What happened? No, that's not. No. yes, Clem, it is. There's no time to be upset. Okay. I'll try not to be. Verfluchter Biss. I think there might be a way out over there. Good girl. Let's go. Might be a little slow. I'll help you. Wie willst du mir helfen? Lee ist am Arsch. Wäre das besser gewesen, wenn wir die Hand abgeschnitten hätten? I got you. You can lean on me if you have to. I'm okay. I'm okay. I thought I was helping by bringing you in here. Das hast du. You couldn't have known. I should have told you. It was scary at the hotel. Yeah. Keep No. going. We're almost there. Mein Gott, wie endet das Ganze, Leute? Get up, Lee. The door is right here. Komm, steh auf, Lee, steh auf, komm schon. I can't. You have to. Doch, du musst. I can't move. This is it for me here. Please try to get up. Hör auf, so einen Scheiß zu sagen, Lee, steh auf. Komm, steh auf. Verdammt, ich schaff's nicht. You don't have much time. You gotta do something. Fast. Steh auf, Lee, steh auf. You need to get out of here as soon as you can. Scheiße, ich habe I jetzt einfach can't irgendwas. leave you. Just work on getting out, okay? Fuck. We'll figure it all out. Don't worry. Sag ihr Bescheid wegen. We'll get you in there.
Don't worry. You're doing good. Sage doch einfach, dass sie zu The way out's und through Chris there, da Clem. soll. I know. Just start by getting that door open. It's locked. It's no big deal. It's just a glass window. Ja, Ow! ja. Not with your hand. There's a baseball bat under the counter, Clem. You can use that. Ja. Beste Verteidigung beim in einem Use the Juwelierladen. bat to shatter that window so you can reach in, okay? Okay. Watch Hineingreifen. out for broken glass. Good job. Don't be afraid of him, honey. You're smart. He isn't. You're smarter than all of them. The way out's through there, Clem. I know. And don't be scared of the walker. You'll be fine. Ja, jetzt. Grab the chair, Clem. Use it to reach in to the lock. Und jetzt. Clem, lebe wohl. Open it. He's trapped. This'll be easy then. He's got keys. Probably to that door. And everything you'll need. Vor allem, wo sitzt der? There are handcuffs on the ground. Get them. Okay, Lee. So habe ich mir das Ende echt nicht vorgestellt von The Walking Dead. So nicht. Put the handcuffs on me. Attach me to this. What? Why? Damit ich dir No nicht matter what nachkomme. happens, you're safe then. I don't know. Just do it, sweetie. Make sure they're tight. I don't want to do this. You have to. It'll keep you safe. You only have to deal with him now. He's trapped over there. If you're careful, you can get what you need from him. The keys. And then the gun. The keys and the gun. Just don't be afraid. If anything gets dangerous, you're faster than he is. What should I get first? The keys, in case you have to make a run for it. Vor allem, wo sind die Schlüssel? Ach ja. Get him! Get him! Get him! Get him! Was kann ich denn tun? No! No! Nein! Das war also der falsche Weg. What should I get first? Was soll ich zuerst nehmen? Ergattere den Versuch, die Pistole zu nehmen. Get the gun, Clem. Always the gun. Aber die Waffe liegt genau da, wo die Schlüssel ist. Clem! No! Kill it! You have to kill it! Watch out! Ach so. Super.
klar. Genau. Genau, nochmal. Nochmal, bis er nicht mehr sich bewegt. Mann. Was dieses Kind alles durchmachen musste, das ist... Nee, das... I did it. I got him. You can take care of yourself. See? No, not all the time. Yeah, you can. Don't worry. Du bist ein großes Mädchen geworden in der Zeit, wo wir uns kennen. Hey. You're strong, Clem. You can do anything. But I'm little. Doesn't mean nothing. You gonna see bad stuff, but it's okay. My parents. It's so horrible. I can't imagine, sweet pea. And now, you? Please. Please don't be one of them. Please don't become a walker. There's only one thing you can do. You know that. I don't know if I can. You have to shoot me, honey. Lee, no. It's okay. It's okay. Back in Macon, honey, I had to kill my brother. After he turned. I didn't know that. It was terrible, sweetie. You just have to do it. I know you can. But I hated seeing him like one of them. And I don't want you to see me like that. And I don't want to hurt you. Please, Clem. okay, Lee. I can do it. I can. Find Omid and Krista. They're probably looking for us right now. Stay on high ground. Don't go too far. You'll find them. They'll take good care of you. Okay. And Der Clem, Apothekenarbeiter. stay away from the cities. Definitely. They're just not worth the risk. And also, What is it? Clem, erschieß ihn. no, don't worry. All right. I'll miss you. Me too. Die schwerste Entscheidung, die Clementine hier jetzt treffen muss. Aber es ist das Einzige, was richtig ist jetzt. Clementine ist frei. Und wenn sie wirklich in Sicherheit sein will, müsste sie Lee erschießen. Mach die Augen zu und drück einfach ab. Und nun war's das. The Walking Dead. Eine Telltale Games Production. Basierend auf dem Comicbuch von Robert Kirkman. Und das war also das Ende von The Walking Dead.
Session 1. Verzweiflung. Lees Arm entfernt. Du und 28% der Spieler haben den Arm behalten. Ich weiß nicht, wie es weiterging, wenn wir jetzt gesagt hätten, schneid den Arm ab. Ob der Weg dann besser ging oder nicht. Ich weiß es nicht, weil, ja, infiziert, ja, gut. In der Regel sagt man ja, wenn man das Stück, was infiziert ist, abschneidet, dann hat man Überlebenschancen. Nur ich denke, dann wäre ich irgendwie verblutet oder sonst irgendwie. Und es wäre nicht viel besser rausgekommen. Konsequenzen. Beherrschung verloren. Du und 74% der Spieler ihre Beherrschung verloren. Ich weiß gerade nicht, in welcher Szene das jetzt war. War das bei dem Herrn, der Clement geführt hat, dass ich da quasi aggressiv ihm gegenüber war? Ich glaube ja. Ich weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll, begründen soll. Entwaffnet. Waffen aufgegeben. Was? Du und 40% der Spieler deine Waffen behalten. Ha? Hatte ich irgendwann die Möglichkeit, die Waffen abzulegen? Ah, ja. Also Konsequenzen, Beherrschung verloren. Ich weiß nicht, in welcher Szene das war. Und das mit dem Entwaffnen war da, wo wir im Hotel waren, wo ich nur das Funkgerät abgelegt habe und quasi den Beil behalten habe. Ja, ich denke, das war nicht so eine falsche Entscheidung, weil wir hatten da noch quasi Plan B in der Hand. Falls irgendwas war, hätte man denn dieses Beil nehmen können. Ja, wir haben, wie soll ich sagen, Plan B hätten wir anwenden, glaube ich, können, haben uns aber allerdings nicht dafür entschieden. Keine Ahnung warum. Es ging alles so rassig schnell. Fremder. Clementines Entführer getötet. Du und 57% der Spieler Clement den Fremden töten lassen. Ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gab, dass wir ihn getötet hätten. Gut, wenn wir den bei der Szene, wo wir ihn gewürgt hätten, eventuell wirklich so schnell gedrückt hätten, dass wir ihn erwürgt hätten, hätten wir ihn wahrscheinlich erwürgt. Aber da musst du extrem schnell drücken, dass das funktioniert. Auf jeden Fall 57% haben auch die ganze Situation so weit gebracht, dass Clementine ihn erschießen musste. Abschied. Lees Wandlung gestoppt. Du und 63% der Spieler haben Lee nicht sich umwandeln lassen. Also 63% und ich haben uns entschieden, dass Clementine uns, oder beziehungsweise Lee, erschießt und nicht ihn da liegen lässt, so dass er sich umwandelt. Ich habe mich dafür entschieden, dass dass sie Lee soll erschießen, aus dem Grund, dass sie erstens mal ein ruhiges Gewissen hat und auch keine Angst haben muss, dass sie dass sie Lee irgendwann mal in der Form begegnen würde, wie sie ihre Eltern angetroffen hat. Und darum habe ich mich entschieden, ja,
dass sie mich erschießen soll. Aber das Ende von The Walking Dead, das war schon krass. Hier sehen wir nochmal eine kleine Zusammenfassung. Du hast ihn, also bei Kenny haben wir ihn aufgefordert, seinen Sohn zu töten und er starb beim Versuch, Ben zu retten, was meiner Meinung nach einfach totaler Schwachsinn war von Kenny, denn Ben, ja, war im Prinzip durch den Bauch, also durch die Stange, die durch seinen Bauch ging, eigentlich schon hinüber. Das Einzige, was man hätte machen können, wäre ihm die letzte Kugel in den Kopf zu verpassen und dann gemeinsam abzuhauen. Und ich denke einfach mal, Kenny hat sich dafür entschieden, auch drauf zu gehen oder sich zu opfern. Punkt eins, dass Ben sich nicht alleine vorgekommen ist oder einsam vorkam. Und Punkt 2, weil er einfach bei seiner Familie sein wollte. Kann ich mir gut vorstellen. Dann haben wir ich habe den Namen gerade echt nicht. Mann. Auf jeden Fall Kennys Frau. Sie hat sich nach dem Tod ihres Sohnes erschossen. Dann haben wir hier Lillys Vater. Du hast versucht, ihn wiederzubeleben und Larry starb im Kühlhaus der Molkerei. Ja. Lilly, ja, sie ist ja mit dem Wohnmobil weggegangen und ja, Lilly hat das Wohnmobil gestohlen und wurde nie wieder gesehen. Wir wissen also nicht, was mit Lilly geschah. Ob sie überlebt hat oder nicht. Ich weiß nicht, ob wir das noch je herausfinden werden. Auf jeden Fall, wir hoffen, dass sie gut davon gekommen ist, egal was sie getan hat. Omid, ja, ihr wurdet nach Übertretung des Schildes getrennt. Ich hoffe, Sie haben es geschafft, einen sicheren Ort zu finden und Clementine aufzunehmen. Ben stürzte in eine Gasse in Savannah in den Tod. Ja, das ist wahr. Carrie, das kann ich immer noch nicht verkraften oder verstehen, warum das Carrie sterben musste. Zumal eigentlich Ben eigentlich dafür verantwortlich ist, was geschehen ist. Wir haben ihr Leben auf Kosten eines anderen gerettet. Ganz am Anfang können wir uns noch daran erinnern, in dem Laden der Eltern von Lee haben wir uns entschieden, dass wir ihr die Munition geben und wie hieß er denn nochmal? Da, der Techniker da, und der wurde dann von den Wolgers in der Drogerie geschnappt. Carrie musste leider von Lilly erschossen werden. Musste eigentlich nicht, aber wurde. Sie wurde von Lilly getötet. Das war eine Szene, die uns extrem mitgenommen hat bei The Walking Dead. Christa, du hast sie an deinem bisher schlimmsten Tag kennengelernt. Ja, das war ziemlich nah auf Carries Tod und Kennys Familientod und das war nicht wirklich die beste Zeit. Du hast deinen Biss vor ihr verborgen, wie vor allen anderen eigentlich auch. Nach einer Trennung sollten sie dich suchen. Das war der Plan. Du hast sie und Omid gebeten, auf Clementine aufzupassen. Und ja, ich hoffe, sie haben sich gefunden und sie
sind zu dritt weitergegangen. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht werden wir das auch noch in späteren Folgen dann rausfinden. Es gibt ja noch eine Session 2 von The Walking Dead, die allerdings noch auf sich wartet. Wir wollen erstmal also Session 1 erstmal verdauen. Denn das war schon eine krasse Episode, also Session. Dann eben der Junge, der Techniker, er war bei dir, als du deinen Bruder gefunden hast. Also eben diesen Kerl von der Apotheke, von der Drogerie, das war der Bruder von Lee. Habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gerafft. Jetzt weiß ich's. Es war Lees Bruder, dessen Schlüssel wir von der Drogerie genommen haben. Und jetzt macht es auch einen Sinn, wie Lee da reagiert hat. Ich dachte, es wäre einfach nur ein Familienfreund, aber nee, es war ein Familienmitglied. Ja, er starb, als die Walker die Drogerie angriffen. Das war die Szene, wo wir Carrie die Munition gegeben haben und quasi ihn dann den Walkers überlassen haben. Doug, ja, sein Vater erschoss ihn, bevor er sich verwandelt. Das war auch so eine krasse Szene zwischen Kenny, Lee und dem Doug in dem Sinn, aber Doug wurde auf Bens Fehlentscheid gebissen und hätte sich gewandelt, und auch da war die gleiche Situation wie mit Lee. Wir wollten ihm das Leiden ersparen und ich habe entschieden, dass Kenny ihn erschießen soll als Vater, einfach damit er damit besser klarkommen kann, wie es auch mit Clementine war. Sie sollte Lee erschießen, damit sie einfach mit der Situation besser klarkommt, als wenn ich mich jetzt umgewandelt hätte. Ist natürlich alles keine leichte Sache und keine leichte Entscheidung. Aber ja, The Walking Dead, die Zeit wird knapp. Das war Session 1 von The Walking Dead. Das war das Let's Play von Drandobaki. Ich hoffe, ihr konntet mit mir mitfiebern. Ihr konntet mit mir fühlen. Und ich hoffe, ihr seid mit meiner Spielart zufrieden gewesen. Also, ich kann an der Stelle nur ein riesiges Lob an Telltale Games machen und sagen, Jungs und Mädels, ihr habt ein extrem gutes Spiel hier entwickelt, emotionsvoll gepackt und mitreißend. Das ist Wahnsinn. Also für alle, die jetzt zugeschaut haben und schon mitgefühlt haben und so weiter, ich kann euch versprechen, wenn ihr das Spiel selbst spielt, dann werdet ihr noch intensiver in die ganze Szene reingezogen, als wenn ihr nur zuschaut. Wir hatten ziemlich viele schwierige Entscheidungen zu treffen, haben nicht immer die beste Entscheidung getroffen, aber das ist ja immer das Spannende bei solchen Spielen, die Entscheidungen und auch manchmal Fehlentscheidungen, die man im Nachhinein dann bereut und man sagt, nein, warum habe ich mich nur so entschieden? Und ja, es ist ein richtig cooles Spiel. Ich freue mich schon auf kommende Spiele von Telltale Games. Ich werde da noch ein Umfragevideo starten, welches Telltale Game als nächstes gespielt werden soll. Ich habe dann noch 3 Spiele, die quasi auf Entscheidungen basieren, wie jetzt The Walking Dead. Das eine wäre The Walking Dead Session 2. Das andere wäre Game of Thrones, ebenfalls von Telltale Games. Und das andere ist auch so ein Detektiv-Game,
was nicht ganz in die Richtung geht von The Walking Dead, aber auch wahrscheinlich auf Entscheidungen basiert. Ja, es wird also noch spannend bei mir auf dem Channel und sonst wünsche ich euch viel Spaß weiterhin auf meinem Channel und danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. Ja, da sagen wir ja noch, was mit Clementine passiert, beziehungsweise wie ihr Weg war. Und wen sie da gesehen hat, ja, war das Omid und Chris. Von den Staturen her hat es zusammengepasst. Und ja, danke nochmals fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.